herzlich willkommen in der neuen Woche. Wir haben gestern sind wir losgefahren, am Freitagabend. Wir sind jetzt hier in Fallendas, sind 24 Stunden da. Heute Abend gehen wir dann wieder durch. Wir sind ohne das Wohnmobil heute unterwegs, weil wir eben nur einen Kurztrip machen. Ich habe einen Teil von meiner Kindheit in diesem Dorf verbracht und ich würde euch gerne oder mit dem Sven zusammen das Dorf ein bisschen näher bringen. Es ist ein sehr schönes Dorf mit ein paar herzigen Ecken. Ich wünsche euch viel Spass und wer weiß, vielleicht könnt ihr ja das Restaurant oder sonst das Dorf auch mal besuchen. Wie man hier sieht, machen sie auch historische Dorfführungen in Fallendas und die Daten wären hier. Für alle die sich interessieren, sicher mega spannend. Das hier ist Europas grösster Holzbrunnen. Und das Gasthaus Brunnen. Sehr empfehlenswert übrigens. Wie ihr seht, ist es mega idyllisch hier und vielleicht habt ihr den SRF-Film Gotthard auch schon gesehen. Und ein grosser Teil von dem Film ist eigentlich hier gedreht worden, in diesen Strassen. Und aber wir haben hier noch jemanden, einen Fallendaser, der euch noch mehr davon erzählen kann und das zeigen wir euch jetzt. Im September 2015 haben sie hier Aufnahmen gemacht für den Gotthard-Film, der auf SRF und am deutschen Fernsehen gelaufen ist. Das Dorf hat eigentlich Göschene dargestellt, weil das noch relativ historisch ist und Göschene ist nicht mehr so historisch. Und da haben sie einen Monat lang gedreht und die Straße hat 30 cm Kies drauf gehabt und alles, was modern war, haben sie irgendwie kaschiert mit alten Sachen und es war hochinteressant zum Zuschauen. Dort hinten, das ist Sagoin. Wie geht das Lied? Was? Das Wandern ist das. Nein, du meinst. Ja. Das war jetzt ein kleiner Insider. Aber die es wissen, die verstehen es und finden es sicher lustig. Jetzt zeige ich euch noch etwas. Das ist nur für starke Nerven, weil
Da vorne ist gerade die Rheinschlucht und da geht es also ziemlich zackig bergab und man kann also ohne Sicherung bis an den Rand führen. Ja, für alle die mit schwachen Nerven, skippen doch die nächsten 10 Sekunden. So, Achtung, Achtung. Da geht es also gerade ziemlich krass das Loch ab. Also von dem ganzen Platz habe ich auch vor, ich glaube, 2 Jahren schon mal super Drohnenbilder machen. Die zeige ich euch jetzt. Fantastisch die Aussicht, oder? Früher war hier das Restaurant Brunnen. Das ist jetzt umgebaut worden in das Museum. Oder? Das ist quasi das Museum, oder? Das ist eigentlich das Besucherzentrum vom Park Beverin. Ah, das Besucherzentrum vom Park Beverin. Und als ich das letzte Mal in dem Gebäude war, war es noch ein Restaurant. Das ist schon ein bisschen länger her. Oh, danke, liebe Besucher. Ich bin die Brunnenfrau von Fallendas. Ich bin eine Meerjungfrau. Das haben Sie bisher noch gar nicht bemerkt. Da, sehen Sie. Ich bin zur Hälfte Frau, zur Hälfte Fisch. Ja, seit 1760 sitze ich nun auf diesem Brunnen. Eine lange Zeit, nicht wahr? Manchmal fällt es mir schwer, hier so still zu sitzen. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen lustig machen auf Fallendas. Wenn ihr auch mal kommen wollt, dann sind ihr natürlich herzlich eingeladen. Es sind alle sehr nett und
Es hat also auch Hotels hier in Vollendas, aber wenn ihr mit dem Wohnmobil kommt, könnt ihr das auch. Dann müsst ihr allerdings auf den Campingplatz in Torreira, der ist etwa ca. 2 Kilometer in diese Richtung. Sehr ein schöner Platz. Und ja, bei 2 Kilometern da ist man ja relativ schnell da mit dem Velo. Also das sollte eigentlich für niemanden das Problem sein. Es geht auch nicht wahnsinnig auf und ab. Wir brauchen nicht zwingend ein Elektrovelo. Das ist für alle machbar. Sagst jetzt du, aber Sag ich. Probiert es einfach aus. Genau. Also wir hoffen, euch hat es gefallen und nächste Woche ist auch wieder ein cooles Thema, das ansteht. Und zwar wird unser Wohnmobil verschönert. Wir nehmen euch nämlich mit, wenn der Sonny ein neues Fudi, eine neue Rückwand oder... Eine Rückenansicht, wie sagt man dem? Ein Rückentattoo bekommt. Genau, ein Rückentattoo kommt unser Sonny über. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Und wir wünschen euch ganz eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour. Ciao zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour.